Wieso fahren Sie mit 2 Ski? Weil es normal ist, so mehr oder weniger. Aber du fährst auch mit 2. Nein, die sind wir zusammen gewesen, aber ich habe sie auseinandergeschnitten. Hallo! Digga, das sieht so geil aus. Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und der Can und ich befinden uns gerade im grössten Schneesturm, den die Menschheit erlebt hat. Wie tut man sich am besten schützen gegen einen Schneesturm? Mit dem Freddy? Nein, mit dem Schneesturmtanz. Das hat schon ein bisschen nachgelassen. Hello boys, I am Spirit Blood, play Fortnite, okay? Was läuft denn da falsch? Ich glaube, wir müssen ein bisschen an einen ruhigeren Ort gehen. Alter, wir müssen flüchten von aussen, weil draussen ist gerade wirklich der grösste Sturm der Welt. Wir sind ins wunderschöne Wallis gegangen, wir sind hier gerade in Fies. Dort das gut. Das ist super. Nein, ich bin von der Aletsch Arena eingeladen worden, zum einen Tag Skifahren hier im wunderschönen Wallis. Draussen schneit es gerade, das heisst, wir werden morgen einen absoluten Powder Day haben. Momentan sind wir hier gerade im Sportresort Fies. Das ist so eine riesige Anlage, da hat's alles. Adi, was machst du da oben? Mag nicht, Oh. Und es hat sogar einen Fußballplatz. Oh. Und sogar ein Skatepark. Wie komme ich jetzt hier runter? Spring. Lebst du noch? Aua. Geht's? So jetzt überall so kleine Eisstückchen drauf und ich habe die Hand angehabt. Aber es blutet nur an Bahnenstellen, alles easy. Und sogar eine Turnhalle. Oh, Leute, es ist morgen. Es hat die ganze Nacht geschneit. Ab Skifahren. So geiles Wetter. Nein, Wolken. Das Ding ist eben, alles was hier zu der Aletsch Arena gehört, das heisst Bettmeralp, Riederalp, etc., da gibt es etwas Geiles. Und zwar kann man jeden Samstag, wenn man noch nicht 20 ist, einfach gratis Skifahren. Und das heisst, schön auf Wallischer Deutsch heisst das Skifahrfrei. Das heisst, du kannst gratis Skifahren. Oder? Das finde ich gut. Wenn ihr nicht 20 sind, kein Geld habt und wollt Skifahren, kommen wir hier in die Aletsch Arena und dann könnt ihr gratis fahren. Jeden Samstag. Und weißt du, was machen wir jetzt? Auto fahren. Auto fahren. Let's go. Hey. Jetzt muss der Can schon wieder laufen. Ja, nein! Es würde mich richtig anschießen, ein Snowboarder zu sein. Leute, schreibt doch mal in den Kommentaren, ob ihr Snowboard oder Ski fahrt. Weil ich kann nur eins sagen, die Leute, die Snowboard fahren, das sind wirklich absolute Noobs. Let's go! Oh! Wichtig ist für die nice Shots immer GoPro. Das ist Mutter. Oh. Ja. Der Adi. Jungs und Mädels, wenn ihr mich versteht, Vloggen und Snowboarden, das ist das Wahre. Er hat mich gerade hinausgehauen, so Was geil. für ein Hang. Digga, der Hang war gerade göttlich gewesen. Schauen wir doch mal die Aussicht. Hallo! Alle schauen mich dumm an. Vorteil vom Boarden. Und wer läuft schon wieder? Du Spaß. Herzlich willkommen zu Adis Skishow. Heute mit dem Thema Halfpipe. Das hier ist ein Halfpipe. Ein Halfpipe, liebe Zuschauerinnen, kann man sich so vorstellen wie ein Hotdog. Der Schnee ist das Hotdog-Brötchen und auch was drinnen fährt, ist das Hotdog-Würstchen. Bei einer Halfpipe ist es immer wichtig, dass man den Schnee testet.
Das ist guter Schnee. Und so sollte das etwa aussehen. Wow, das war es mit Adis Schneeshow und dem Thema Halfpipe. Der einzige Grund, wieso ich das machen wollte mit einem fucking Handmikrofon, ist, weil ich immer Skirennen geschaut habe. Und dann hat immer der eine Experte, der zuerst die Piste runterfährt und der sagt dann so, also du musst schauen, wo man durchfahren und dann musst du früh antrifft, damit man den Zug mit schön einkanten, schön reinliegen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich mit der Ski weiterkomme und der Can auf dem Snowboard eben nicht mehr. Leute, ich mache jetzt ein 360 mit dem Mikrofon in der Hand. Hat das schon mal jemand gesehen? Like das Video. Ich habe Angst. Ah! Fuck! Ah, ich bin fast nicht abgekommen. Like das Video, wenn ihr auch immer so Ski gefahren sind früher. Ui! Leute, zweiter Versuch, ich habe noch mehr Angst. Wie war das Gefühl, einen 360 zu machen? Jo, ist natürlich klar gewesen. Ich habe ein bisschen mit zu wenig Speed rausgeholt, das habe ich natürlich schon bei der Anfahrt gemerkt. Nachher war es natürlich schwer gewesen, in der Airtime, die ganz lang war, auch die richtigen Rotations bekommen. Und du musst dann auch bei der Landung ein bisschen zu kurz gehen, mit der rechten Hand ganz ein bisschen in den Schnee langen. Aber ansonsten glaube ich ein guter Sprung gewesen, oder? Und dann ganz viel Glück beim nächsten Lauf. Merci vielmals, schönen Tag noch, gell? Schönen Tag, Adi. Wieso fahren Sie mit 2 Ski? Weil es normal ist. So, mehr oder weniger. Aber du fährst ja auch mit 2. Nein, die sind wir zusammen gewesen, aber ich habe sie auseinandergeschnitten. Dort am Bergli, dort steht eine kleine Frau. Ich kann sie melken. Oh doch, sie ist ein Mann. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Hallo. Grüezi wohl. Was haben Sie da gerade gemacht? Ja, jetzt bin ich runtergefahren mit Ihren Enkeln und die sind jetzt hinten. Das hat aber nicht nach Skifahren ausgesehen, Was? wie Sie da runtergefahren sind. Entschuldigung. Wieso fahren Sie mit 2 Ski? Entschuldigung! Sie haben etwas verloren! Tempo. Nur ein ganz kleiner Grab. Kleine? Nur ein ganz kleiner. Ja. Wenn es ein grosser Grab ist, dann passt es nicht, gell? Okay, wir schauen genau. Ah! Hast du ein bisschen zu groß gesehen? Das ist wirklich eine Sensation, wie sich der Nebel verzogen hat, oder? Super. Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Der Wetterfrosch fragen. Und wo ist der Wetterfrosch? Das weiss ich auch nicht, vielleicht in einem Tümpel. Meine Mama hat gesagt, den gibt es gar nicht. Dann gehe ich jetzt wieder. Ja, ist gut, voll okay. Aber ich wünsche Ihnen trotzdem noch eine schöne Abfahrt. Danke. Und vielleicht so einen fetten Stein auf der Piste, wo Sie drüber fahren. Boom! Yes, Alter! Can, was ist das für eine Abfahrt, die letzte? Absolut krass. Also auch die letzte Piste ist echt die geilste gewesen. Vor allem alles ist verfahren mit Tiefschnee und dort ist auch noch niemand gefahren. Und ich check's nicht wieso, aber... bei dem 360 ist mir etwas passiert. Ich habe nämlich ein Foto gemacht mit dem Handy vorne. Ich habe die Seitentasche hier und natürlich, so gescheit wie ich bin, die Seitentasche nicht zugemacht. Und dann sieht man auf dem Video, wie hinter meinem Arsch das Handy langsam in den Schnee runtergeht. Das heisst, wir haben gewusst, wo das Handy ist. Dann sind wir vorgelaufen zu den Dudes, die hier Skilift betreiben und dann haben sie uns mit dem Schnee da raufgefahren. Der hat so gezogen. Ey, das war crazy gewesen. Auf jeden Fall Happy End für uns. Auf jeden Fall merci vielmals an der Ledger Arena, dass wir hier raufkommen, filmen, Skifahren, machen was wir wollen. Einfach eine nice Zeit haben. Wie gesagt, wenn ihr unter 20 sind, kommt da nicht, dann könnt ihr gratis Skifahren. Was will man mehr? Nichts. Merci an Can fürs Filmen, liken das Video, gebt das Abo und natürlich die Glocke aktivieren. Ich würde sagen, wir enjoyen noch die nice Aussicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli.